So, Peach. Ja. Die mündliche Prüfung fängt jetzt an. Oh, ja. Heute ist Naturkunde an der Reihe. Ja. Wie kann das Alter von einem Baum abgelesen werden? Indem dass man ihn umsagt und die Jahresring zählt. Stimmt genau. Mit den Jahresring kann man sogar schauen, was für ein Klima das war, vor 30 Jahren oder so. Könntest du aber ausmalen. Zu welcher Tierklasse gehört das Reh? Also es ist ein Wild, aber ob das eine Klassierung ist... Noch ein bisschen allgemeiner. Also, ich meine, es ist ein Säugetier, aber das ist ja nicht witzig. Es muss nicht witzig sein. Deine Antwort stimmt aber. Ah! Wie sagt man einem weiblichen Reh? Also das Kleine heisst Kitz, das ist schon mal klar. Genau. Das ist ja eine Sendung für Kitz, oder? Ha. Das Männchen ist der Rehbock. Und das Weibli? Das Weibli, Reh... Kuh. Das ist leider nicht richtig. Es wäre die Rike. Ah, Rike, ja. Gebe ich zu, habe ich verschlafen. Von was ernährt sich ein Reh? Sag mir 3 Sachen. Ja, also mal nehme ich an von Gräser und Kräutchen. Also Blätter und all das Zeugs. Ein paar Insekten, vielleicht auch aus Versehen, wenn sie in mein Maul fliegen. Ja, das ist richtig. Ja. Sag mir 3 natürliche Feinde von einem Reh. Gut, ich kann mir vorstellen, dass der Fuchs noch etwas anrichtet. Genau. Dass ob jetzt ein Wildsau ein Reh angreift. Kann man vorstellen. Und wer gibt es noch? Ja. Also ich nehme jetzt nicht an, dass ein Adler ein Reh reisst. Aber müsste ja von der Luft noch eins kommen. Doch, das stimmt. Und es gibt noch den Wolf, den Luchs und den Bär. Ja. Schau in deinen Unterlagen nach. Was bedeutet das Strassensignal und was zeigt es an? Die sind ja meistens an diesen Strassen durch den Wald, wo Wild überqueren könnte. Da muss man vorsichtig fahren, weil es könnte Wild. Es ist nicht eine Garantie, da habe ich gemerkt. Also wenn es eine Tafel ist, kann man nicht sicher sein, dass eins kommt. Aha. Aber es ist möglich. Okay. Und was bedeutet es jetzt genau? Achtung, Wildwechsel. Super. So, Peach, hast du doch einiges gewusst. Wie hast du abgeschnitten? Ich würde jetzt mal schätzen 5 plus. Genau richtig. Du hast es 5,25. Bist du zufrieden? Es geht so. 5,5 hätten wir schon zugetraut.